touch their harps of gold. Marians levenswasser. Ek verhou die al uit doen opstoen en wel wie nog een dat top sing.
until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come desire of nations find, in one the hearts of all mankind. Faith thou hast set division seas, and be thyself our King of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Goedemorgen Sola. Ik zie Jacob, ik zie een van de pastors hier. En dit is de youth worship team. De jugend is hier om Maatweg aan het hoop, eenmaal de maand on zondag. En dit is het team wat te serven dat in worship. En dankzij te jullie guys van serven hier vandaag, mag ik jullie weer brücken in jullie goven. Je kan jullie doel zaten, ik wil vragen dat de ushers nog verder komen. En wie worden de offering ha. En zo, die tijd wat we de offering hebben, waar we een special nummer hebben. Vijf zondag dan hadden we de kinderen hierboven van Saas. Bij 12 jaar oud en de stage die we ganz veel van die wat hier zijn geweest. Vijf zondag had je watched online, je weet van wat ik red. Vandaag hebben we bloos nog veel smakkerd. Vandaag komen de kinderen hier nog van 3, bij 5 jaar kinderen. En zo, zij waren ons hier een paar Lieder zingen en met die muziek hadden ze kleine kinderen hier. Die tijd wat de kinderen opkomen, wel beschrijven merken naar een offering, je kan de buckets aanvangen om te rekenen en kan je een offering geven, die tijd wat de kinderen opkomen. Ik heb over deze Weihnachtstijd gedacht dat is wirklich een gratis zijn te geven, is te nemen. En ik hoop dat je het ook beleefd, wanneer je uitgaat en vielleicht wo de met halb zijn, dat je een vriend wat geven, dat de familie, wat allemaal je doen. Wie hadden je alleen het als een kleine groep te uit te fahren en een familie en schijna onkas te brengen, onze kleine groep dat. En dat ging plus zo schijn nodig voor we zelfs ook onkas eten. En dat ging ons zo schijn dat onkas schmeckt actually schijna, wenn we weer eerst uitgegaan en hadden je denkt en hadden somebody ook wat gegeven. En dat kunnen we wirklich veel dat als een gratis zijn te geven als te nemen. So dat is het team wat ons hier wat aanleiden. Ik wil best kort beten over de offering wat je geven doen, dan waar ze aanvangen te zingen. Dankzij Jezus dat we kan top zijn hier vandaag. En dankzij dat we geven kan op zoveel verschillende wegen. Maar bijzonder dank we nu voor het geld wat er top komt, wat iedereen wat de geven deed, dat we dat kan gebruiken te dienen direct weer bij. Dankzij Jezus. Amen. Right, guys, are you ready to sing? Right, go. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus lay down his sweet head.
Jesus, asleep on the hay. Away in a manger, no crib for our bed. The little Lord Jesus lay down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Good job, good job. So dit is wat we hingestond zijn, de leraars en de helpers, wat we hebben van deel, of wat het van deel treft in de classroom zijn. Thanks and guys for serving. Now you can go to your rooms. Good job, guys, good job. In Jesaja 9, vers 5 zegt het ons als een kind geboren. En hij heeft dat recht te regeren. En dan vers 6, dat zegt het wat zijn naam is en wie hij is. Dat zegt dat hij wordt de wunderbare Roodgever, de almachtige God, de eeuwige Führer en de Friedensprins genannt wordt. En niet bloß wordt hem dat genannt, dat is wie hij is. Dat is wie hij is. Hij wil die vrede geven, hij wil die rood geven. En ik dacht gisteren zo, alle van ons fehlt het rood. En ons wil nog manchmal naar hem gaan en zeggen, geef mij rood en dat wat zou ik hier dat zo doen. Vergeet dat niet, dat de wunderbare roodgever, dat is God, dat is Jezus en hij wil die rood geven. Een van mijn vrienden vertelt dat zijn grootpapa is 92 jaar oud. Hij is hier in een Altenheim ben. En deze Weihnachten, wie hem de Weihnachtsgeschichte wichtig geworden. En hij had gezegd, hij had nog niet Jezus aangenomen, hij nam Jezus aan. Because wat Jezus had voor hem gedaan. En zo had keinmal als het te laat. En dat is einfach veel weet God te loven te danken. Amen. En zo viel het onrood. En hij had niet den vrede. En something we missing. Al op eind van zijn leven, hij zei, nu wil ik Jezus aannemen. En hij had gezegd, deze Weihnachten, dit wordt een ganz andere Weihnachten zijn als al die verdem. Is dat niet besonders veel weet? Dat is wat God wil doen voor die. Yes, amen. Dankzij Jezus dat u ons roodgever bent. Dankzij dat u de Friedensprins was. Du bist wat ons vrede geeft. Du bist wat ons hoopning geeft. Rood geeft. Dankzij dafür. En we komen van daar bus in deze, nu te deze tijd, in deze Weihnachtstijd, tot die. En we willen best meer je focus zijn op die. En die aannemen, die loven en die prijzen. En meer rood hebben van die in ons ieder dagelijks leven. Dankzij voor wat u deed voor ons. We beten dit in Jezus naam. Amen. Ik heb hier een paar announcements wat ik wil even gaan. Eigentlich dat is nicht nächste Sonntag, actually Marian is een bijzondere dag, Marian is Weihnachten. En Marian wordt de service 1 Stunde aanvangen. So Marian vangt de 9:30 aan. En we waren Marian niet Kinder kwijt, so al die kinderen waren hier bij zijn. En het was een zeer special program waar we hier zitten bij hebben. En so, we waren schijne drinks hier, we waren Wieners. Drink hadden, punch, heite punch waar we drinken. En we waren hier een programma hebben, we waren hier een drama afspelen met de hordes, de shepherds en de engel en al die dingen. So dat wordt zeer interessant zijn. Mis dat niet, brengt jullie kinderen her, komt ook her voor een bijzondere service morgen. Pastor Steve, die heeft een vriend gemerkt dit laatste jaar, hier op deze Deutsche conference.
was hier in Blumen all wir dit Jahr. Und sie noemen als David Tives, hij is van Paraguay. En hij heeft een special video, special nummer gemerkt voor ons als Lebenswasser, der dat hij Pastor Steve kan. En zo wie worden zijn, die komt even aan WhatsApp, zodat het niet de ganz beste quality, de kwaliteit van een video, wenn het WhatsApp is. Aber hij zegt, hij wil ons in zijn zijn, ons als Lebenswasser, en hij wordt ons een special nummer geven, even video. Hallo Lebenswasserjoin, hallo liebe Freunde in Mexiko, in der Freiheit und diese Städte bei Reise. Und das ist Weihnachten, ja, das habe ich bestimmt in Bejüntüsten, in die Kirchen, in der Geschaft, wo immer wir sind. Wir sind jetzt Weihnachten. Und Weihnachten denkt wie daran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und dass er für die und mich gekommen ist. Nicht? Er ist aus Rada gekommen, dann muss sterben so wieder, dass wir gerettet werden können. Das ist eine große Freude. Und wir geben uns am solche Geschenke und die Kinder frei sind. Und du hast große, wenn ehrlich ist, ich freue mich auch. So wie freuen uns auch ab die Geschenke. Und das ist einfach eine schöne Zeit. Aber auch manchmal eine Zeit, wo Menschen einsam sind, eine Zeit, wo nicht vor allem das leicht ist. Und manchmal freue ich mich, warum all diese Rummel. Es ist doch Jesus in Geburtstag. Nee, warum der Rummel unter uns nicht nur arm haben? Und als eine Frau, man sich immer mal eine Frau macht. Was passiert an uns wirklich, wenn wir an Weihnachten denken? Für mich war diese Weihnachten klar und wichtig jetzt wie, Jesus wird wahrer kommen. Und ich muss heute sein. Ich muss immer wahrer, wann ich gefehlt habe, meine Sünde bekennen, mir heute merken. Omdat ik werkelijk eruit zie, wanneer Jezus waar komen wordt. En doorop wel we vrij en wachten. Dus de mensen damals doorop wachten dat de Messias mal komen zal. Dat we ze wachten. Dat Jezus wordt waar komen. En een heerlijkheid. En hij wil die en mij metnemen. Wel we ons eruit merken. Hij wens je een vrouw Weihnachten. Nu komt al je tjenja, nu komt alla her. En Wunder, en Bethlehem ist nur passiert. Nu seid wat in diese besondere Nacht, ne Vater am Himmel für Frieden uns gebracht. Kom kijk en de trap door am diesteren Stall. Door ligt nu een baby op heen op stroo. En bijlen je wekelt dat himmlische kind. Sie noemen als Jezus, Gott heeft hem geschenkt. Door dag nu een licht, wordt zo herrlich durchstroomt. Maria en Josef, die sind so ja froh. Die Schub wurde neu und sich für Jesus an. Am Himmel nur singen, die Engel so schön. Wat geef wie ons tjenja, wat schenkt wie ons Herrn? Hij läuft an ze Säuja für uns erst geboren. Ons Wort will hij haben, ein Leben durch Bern. Ons Wort voll mit Deimut, es wird am gefällt. Nu nimm unsere Worten, o Jesus, nu komm. Wir geben uns Leben, o Jesus, von dir. Nu merkt uns so heilig und säulichst du. In ja von so bäubig dein himmlische Ruhm. Nu kommt all die Kinder, nu kommt alla her. Ein Wunder in Bethlehem ist durch passiert. Nu seid wat in diese besondere Nacht, bei Vater
für Fred uns gebracht. Alright. Vielmal Dankeschön. David, wenn du watchst, vielmal Dankeschön für den Special Nummer. Gottes Segen für die. Ich freue mich von jeder einer von Ihnen, was hier ist. Und besonders für die, die sind lang wach gewesen, sind zurück nach Hause gekommen, oder vielleicht Freunde kommen besuchen, oder der Ältere kommen besuchen über Weihnachten. Oder vielleicht bloß gerade so sind, kommen das erste Mal Lebenswasser mit uns zu Weihnachten feiern. Ich heiße Ihnen welcome, besonders für die, die ja sind, warmer welcome to Ihnen. Wir haben abstimmen mit Ram gehen und begrüßen Freund und Pastor John, wird nachkommen wieder reden in seiner Series von Gott anbeten. Good morning, alla. Så var det godt hier met jullie top zijn. Ik wil ook bijzonder staan wat hier ja zijn, of wat zijn trainen huisje komen. Ik stond er eerst heen bij de deur en er kwamen verschillende mensen aan, wat we lang niet gezien hadden. So, welcome hier. Ik wil ook daar wat even livestream zijn, of wat het later zijn. We wensen jullie een zeer frohe Weihnachten. En we danken jullie dat je kijken, mag God je zegenen. En hat wieder ein sehr gutes Jahr, genießt Jahr in 2018. Wir sind in der Reihe von Botschaften, was wir nahen kommt am Anbeten. Und von der waren wir wieder gehen dort. Und wir sagen, kommt am Anbeten. Das kommt von der Weisen, was nach Jerusalem kam. Und sie fragen, wo ist der niegeborene König? Wo ist das Mensch oder diese Person, das Baby, wenn wir sind gekommen am Anbeten? Wir haben al geredet von am Anbeten mit unseren Hängen. Und ich sehe Ihnen, dass unsere Hänge, deine Hänge, die repräsentieren dein Leben. Deine Hänge stahlen, deine Kraft her, deine Macht. Und Gott sagt, dass wir als Männer besonders, wir sollen heilige Hänge abheben. Und das meint so viel, dass wir heben uns Leben ab nach Gott, wir heben das nach Arm. Und einmal vielleicht, wenn wir singen oder so, wir sind nicht stark, wir geben ihnen Freiheit, ihre Hänge abzuheben. Und das ist ein Zeichen von, dass ich lobe die Gott, wir heben unsere Hänge ab. Wir sind noch redig von am Anbeten von uns Hort. Und ich sehe ihnen, dass wir von Büten, so ein Schmack loten, der reicht Kleidung haben, alle kriegen Schmack haben, und innerlich voll deutsche Knirke sind. Und innerlich voll Euer, Bitternis, all so eine Dinge steht. Und so, von der, weil wir reden von am Anbeten mit unseren Knien. Am Anbeten mit unseren Knien, weil deine Knien, die repräsentieren, dass du jetzt die Hand, deine Knien mein, dein Willen, nicht mein Willen soll passieren. Und so, wenn wir uns durchknien, dann werden wir am Anbeten, dann werden wir sagen, hier sehe ich gebe mir Hand für die, und ich sie dient. Und so in Matthäus 2, Vers 1 und 2, du hast das Satz, dass sie kommen am Anbeten. Und das sind die weisen Männer, sie kommen Jesus anbeten und sie schneiden sich vor am Dol. Das sagt wieder, dass sie haben das Stirn gesehen. Also sie reden mit König Herodes und als sie dann von Jerusalem weichgehen nach Bethlehem, dort ist so weit, dann sagt es, dass die Stirn, den sie im Osten gesehen haben, trok waren fahr an, bat hij op dat huis weer in de stoel bleef. En weet je, das Vers, die wies uns, dass die Stieren, den hadden sie von Osten, bat hier nicht gesehen. Und das ist mir immer interessant, wenn diese Männer, die reisten wahrscheinlich für Monate, das ist ungefähr 800 bis 900 Meilen, was die reisen, wenn sie von dort kamen, wo wir glauben, wo die kamen, in Hängeweis haben sie den Stier nicht gesehen. Und sie haben gereist im Glauben. Und ich weiß nicht, ob du mal so belebt hast, dass du hast mal wo eine Erfahrung gehabt, dass du läufst, Gott hat dir was gewesen, Gott hat dir was gesagt, aber du hast auch für lang nicht gesehen. Du hast auch für Monate nicht den Stier mehr gesehen. Und das ist das, was ging. Und nun ist der Stier da, und dann sagt es, als sie den Stieren sagen, Frieden sei sich sehr. Die englische Bibel sagt hier, dass they were overjoyed. Die waren bitter gewöhnlich
Frau. Und ich stelle mir so vor, wenn wir all für Monaten haben gereist, na, wenn wir uns mal nennen lassen, so wie Menschen sind. Wie würden uns so hängen, wie es verteilt haben, ist das really so? Like, hast du den auch gesehen? Sagst du den auch? Like, wir hatten noch lange nicht gesehen, aber einmal dann kämpfen wir Zweifel an uns. Aber einmal weit wir nicht ganz nahe, was hier passiert. Ich dachte, wir hatten den Stirn gesehen, ich dachte, wie wir auf das Reise durchhandelt, Gott wird uns leiden und ist die Furt. Und so Gott hat die was gesagt, Gott hat die was gewesen, meine früheren Eck, wie glauben, so ja klar, dass wir haben von Gott ein Teken gekriegt, eine Botschaft, dass ein Wasser denkt, was passiert in uns Leben, aber die Stirn ist so lange nicht zu sein gewesen. Das ist so lange nicht durch gewesen. Auf einmal fangen wir uns an zu fragen, okay, ist das wirklich so? Like, haben wir uns das angebildet? Soll wir den Stirn wirklich? Aber wenn ihr dann einmal dann sein, die den Stirn waren. Und ich glaube, wenn sie sind belebt haben, dann einmal dann erst du doch war was. Dann einmal dann wies Gott sich war, aber einmal passiert das, was Gott dir gesagt hat, was da wird passieren. Und so dort gibt große Freude. Und so diese Männer, sie sind so eine Frau. Sie sind eben alle Moten Frau. Und ich weiß nicht, für jemand das geht, aber frei jemand, dass Jesus ist gekommen. Frei jemand, dass jene Sünden gehen von dir zu vergeben. Frei jemand, dass die kann von dir eine Ewigkeit haben bei den Vater. Und weißt du, das ist eine Freude, das soll uns große Freude geben, dass Jesus ist gekommen. Und dann sagt er das, als sie in Hus ging, fangen sie das Kind mit seiner Mutter Maria und schmeiten sich vor am Doel und beten am Mann. In der Vertal mit Herodes. In Herodes geht Lot und er merkt die Kinder dort von 2 Jahren an. Und so Menschen glauben, und ich glaube auch, dass Jesus wir nicht mehr ein kleines Schautbaby hier. Das ist möglich, dass Jesus wir 1,5 bei 2 Jahren alt. Wer von Ihnen hat ein 2-jähriges Kind? Und der hat das Haupt von der Alten 3 Mal ausgeräumt. Und du versägst den, was nennen die dort, Potty Training, die wissen, was das meine ich. Die sollen uns zu Kreuz gehen selbst. Und so, die versägen den noch zu lernen, und die checkte, die waren so funnig an, wie in der Wengeles war ganz voll. Und das stinkt so, dass die Pflegen verschwungen sind. Und so, und nu, puttert da wer an der, und die Leben ist so drahl mit das 2-Jährige, und wenn die 2-Jährige haben, die wissen, von was ich rede. 2-Jährige sind, soll ich da hier spuren? Interessant. Und so, nu ist das 2-Jährige Junge, der Mama soll ganz meiden, nu sollte der Engel zum 5. Mal changen den Tag, nu puttert da wer an der. Na wär's nu noch, like das passt bloß allmählich, nu noch Jas haben. So drahl ist das Haus ist und alles. Und dann merkt sie der oben, dann stehen hier fremde Männer, wir können uns vorstellen, dass wir vielleicht berühmte Männer, oder wir einen Reck angetragen, oder was immer das wir weiß nicht, wie viel da wir, und wir bleiben immer 3, wenn wir 3 Geschenke, aber das ist alles, wo wir das her haben. Und so, nu stehen diese fremde Menschen hier, und die schmieden sich für den 2-jährigen Jungen an und beten den an. Und das ist ein bisschen ein interessantes Ding. Und so, sie kommen und sie schmieden, oder sie knallen sich. Weißt du, das Plot ist, dass er sagt, sie schmeiten sich an, aber really meint es, sie bauen sich, aber bei ihr, mit ihr Gesicht bei ihr. Sie beten einen 2-jährigen Jungen, oder vielleicht jünger, 1,5-jährigen Jungen an. Und weißt du, hier ist das unerklärbare Wunder Gottes, dass Gott ein Mensch wird. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Der, was die gemerkt hat, der, was diese Welt gemerkt hat, der, was alles regiert und alles erhält, dort war ein kleines Baby, und den musste gefordert. Und den musste Maria liet Gott reden, Maria liet Gott gehen. Und sie did Gott seine Engel tüschen, und oder leckereien merken sie wieder. Hey, und mal eben doch, Gott ist ein Mensch. Und wenn ihr uns kleine Menschen verstehen, kann man es euch rum, was es schafft. Aber wenn Menschen kommen von 800 Mil auf und die beten einen 2-jährigen Jungen an, dann hast du was Bütergewöhnliches passiert. Er ist ein ganz Kuckuck oder something. Something ist dann anders. Und weißt du, wir haben das Jesus. Und so wie sagen, wir wollen am anbeten. Und wir wollen das 2-jährige Jung so zu sein. Ich meine, es ist nicht mal ein 2-jähriger Jung. Aber Jesus ging rum und er wie ein Mann, er wie ein Mensch. Und die Menschen, die werden da lieber anwenden, die Dinge, was sie deuten, so wieder. Aber das ist Jesus, die lebt in der noch, und den wollen wir anbeten durch diese Weihnachtszeit. Aber denkt nach, wir beten nicht Menschen an, wir wollen nicht Menschen anbeten, aber wir sollen auch noch mal an sich Knien beten
für den allmächtigen Gott. Wir wollen uns auch noch mal knien für Gott. Und dort wollen wir sein, dass das Weihnachtszeit kommt am Anbeten. Wer wir am Anbeten? Ich weiß nicht, in unserer Kultur, in unserer Menschheit, wie kann noch knien, da ihr nicht? Meist alle von uns sind abgewaschen in der Kirche, wo sie knien da. Was ich abwasse, ab Hawaii ist, was ich ab, und dort erst einmal, wir hatten eine alte Kirche, der erste lang mit mir, aber wir eine halt an der Flur waren. Und wir als Jungs, wir waren dann nach den Jungs, und wir hatten uns am Darm, dass das knien, dort wird der Alarm klappt für all die alten Giesers, was da schleppen. Und so, weißt du, dort rummelt er meint ab in der Kirche, wenn wir uns Hand knien da. Wer von ihnen kennt das noch? Und so in der Kirche wird gekneit, so steht, nicht? Und so nur die erste Botschaft, dann schleipen die Meere, und dann bremmeln, dann rummelraten, dann wirken die ab, und die häfen sich ja an, und dann das war alle knien. Und so, und das ist ein gutes Ding. Aber wir sind damit abgewaschen. Wir knien uns in unserer Kultur. Aber wir sind dort alle von Rüt gekommen, wir als Kirche, wir knien uns nicht so leicht, aber nicht hier im Gebiet. Und ich weiß nicht, dass die Tüstchen knien beim Beten. Aber dass die noch mal die knien beten für Gott und sagen, weißt du Gott, dein Will, nicht mein Will. Und das fällt uns schwer. Wenn ich soll mein Will und Gott sein Will angeben, das ist ein schweres Ding. Wenn wir weiten das Beste, wie weiten wir das mal? Wie weiten, wie wollen und wie bleiben wir sind groß, wie hat die Welt bin Zelt zu holen, so zu sein. Und so, wie hat es taub, wie weiten uns? Und dann einmal da wir doch nicht. Aber weißt du, du kommt eine Zeit, wo wir anbeten. Und ich glaube, wir haben alle gelehrt anzubeten. Aber wenn wir durchschnittlich kicken von der und der Welt, wir sind nicht eine Menschheit, die sich knien wird für Gott. Wir sind nicht eine Menschheit, die zu Gott sagt, weißt du Gott, ich sie dient, dein Willen soll passieren. Wir sind eine Menschheit, die sagt, ich will mich Salz weiten, ich habe Salzgeld, ich habe das Salztopf geschafft, das ist meint, ich will mich nicht handgeben, ich will mich nicht handgeben. Das ist Dollar in unserer Kultur. Und so wie man uns lernen, dass wir anbeten. In Psalm 95, da sagt es, kommt. Und wenn Gott sagt zu uns, das Zeug, kommt. Kommt. Weil wir mit Leuten den Herrn loben. Das ist, was wir deuten. Deuten wir nicht? Wir loben auch mit Leuten. Und mit Fried Jochen in unseren Herrn loben. Na, Jochen ist nicht Freiheit, aber wir singen, wenigstens. Ich habe Ihnen dabei gesagt, dass some von den Dingen, wo die Bibel von redet, was wir sollen tun, dort haben wir in der Kirche gesagt, dass es nicht Freiheit. Und dort, du musst mal ein bisschen überdenken. Ich will euch haben, dass wir immer so ein Geschrei sein hier. Aber dort nicht steht, wo wir für den Herrn jochen. Und wir sagen, und wir bloß einfach gut frei jochen. So heißt es, kommt, wer wir singen, wer wir jochen. Und dann sagt er, der uns Rat und uns Sache hält. Dort wollen wir dem Herrn anrufen, wenn er rat die und er hält die. Weet je, das war eine ganze Botschaft. Ich will noch mal eine Botschaft bringen von was Gott uns rat und er hält uns. Wenn wir immer so zu holen, das war nicht ohne Heim, war ein bisschen versinnig, nur ich war verloren gegangen. No, Gott hält seine Kinder. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Aber wen dort sagt, er kommt, wer wird anbeten, dann sagt er, weil wir danken für am Kommen und auch mit Gesang und Musik ehren. Das ist, was wir hier deuten. Gesang, Musik. Vielleicht sind ich Psalm 150, meine Titel dran, aber lest den mal tüß, von wo wir dem Herrn sollen loben. Sogar die Drums sind dann auch noch erlaubt und so weiter. Er sagt, so Lüd gehen und so weiter. Wenn ich das lese, dann denke ich einfach so, Gott legt das Lüd. Interessant. Aber dann sagt er, der Herr ist der große Gott, der große König über alle Jahren. Und das wollen wir anbeten. Wenn Gott ist über alles, heißt der König von alle Königen. Und dann sagt er, er kommt, weil wir am Anbeten und fahr am Knien und Handfallen. Und das wird die nicht Knien ankommen. Wir loben am mit Gesang, wir loben am Musik, wir loben am mit Jochen, aber dann kommt ein Tag, wo an sich Knien beten. Und wo wir sagen, nicht dienen wollen. Er sagt, kommt, weil wir am Anbeten, Knien und Handfallen für den Herrn. Und dann sagt er, wo wir ihn. Da er uns gemerkt hat, wir heißen uns Gott, und wie dort folgt auf seine Welt, in der Schub, für die er sorgt. Und so Gott sorgt für die, Gott ist dein Hort, er hat die gemerkt, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und du sagt der Psalm, es kommt. Wer wir anbeten, wer wir Handvollen verarmen, weil je das Gedanken von Behen bereit Erde, das finden wir 170 Mal in der Bibel. Gott verlangt und Gott hat eine Freude an,
want seine Kinder sich been für ihn. Die andere Zeit bauen sie sich für einen König, vielleicht einen Sklav oder einen Diener, und er baut sich auf jeden, er sagt, König, hier sehe ich, sei mir, was ich soll tun, dann will ich das tun. Das ist, was er meint, für Gott beten, für Gott knien. So kommt am Anbeten. Wie glaube ich, haben das Handknien und was ist verloren, wenn wir haben verloren, wer Gott ist. Gott ist heilig. Das Alte Testament besonders lehrt uns, dass du kannst nicht für Gott stehen im Leben bleiben. Und so wie in mehreren Bildern steht, Gott ist heilig. Gott ist Gott. Und durch soll wir ihm anbeten, und durch soll wir ihm loben und preisen. Dort wo in Gott ist ein Mensch kam. Dort wo in ein kleines Baby wird. Dort wo in der einmal ein Baby wird, was du gefordert musst, was du musst eine Wengel, was du musst gebot, was du musst reden gelehrt und gehen gelehrt und so weiter. Wenn Gott aus Gott kann nicht kommen, dann wären wir alle tot. Das ist ein sehr interessantes Bild. Aber Gott schämt es wie Menschen. Und Jesus wie ein Mensch. Und er lebt als ein Mensch. Er geboren als ein Mensch. Er eet als ein Mensch. Er schleibt als ein Mensch. Er wird meid als ein Mensch. Er wie ein Mensch. Aber er wie Gott. Und dort haben wir nicht so reich Raum, ein Wort, das alle meint. Aber Gott schämt es du bist, zum die raden. Und wenn du im Tempel haben sie Gardinen, konnten nicht mal hängen gehen, wenn sie da hängen gingen, dann starben sie. Und der Gott wird aber einmal in Bethlehem, der Gott wird geboren, und dort wo wir in diese Männer kommen, und sie beten am an. Wir haben viele Bilder in der Bibel, von wo Menschen handvollen, Abraham zum Beispiel, Jesua, Daniel, Johannes, verschiedene Menschen. Wenn immer ein Mensch Gott begegnet, in ein Engel oder was immer das wir, dann fällt er auf sein Gesicht. Dann bucht er sich durch. In der Anerkennung, dass Gott ist gratis, wir sind Gott ist Gott und wir sind Menschen. Wenn du Gott kennst und du weißt, wer er bist, wer er ist, dann bist du die für ihn. Aber weißt du, wenn wir so zu holen haben, wir haben es alle taub. Wir sind gerot. Ich habe es selbst getan, das meint, und ich will mich weiten. Wenn dort unsere Einstellung ist, dann fällt uns das sehr schwer, für Gott zu beten. Dann fällt uns das schwer, ans Hand zu geben. Und wir haben nicht eine Furcht Gottes. Aber wenn wir erkennen, wer Gott ist, und das heißt heilig, heißt Gott, heißt der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber einer steht, sagt Paulus, wir sollen den fürchten, was die Macht hat, uns in Verdorben zu bringen. Nicht bloß der, der uns Körper kann dort machen, aber der, der unsere Seele auch kann verdorben. Und er redet von Gott. Na, Gott will nicht die Seele verdorben. Das wo in Jesus, das wo in der kleine Junge dabei einmal geboren wird. Wenn er will die raten. Und so wir wollen noch 3 Dinge checken, besonders von dir. Knien im Nugon. Weißt du, wenn ich eine Botschaft schaffe, dann einmal komme ich bei einem Wort, wo ich nicht weiß, was der Plattdeutsch soll sein. Und dann habe ich meine Freunde, dann denke ich immer 3, 4 Menschen schreiben, dann sage ich, okay, wo sage ich das und so wieder. Und das ist eins von den wieder. Das ist ein Wort, was wir nicht ehrlich brücken, knien, im Nugon, was meint das? Das englische Wort ist pursuit. Das hat zu tun mit, ich sehe nur, ich sehe Gott heran, ich sehe ihn, ich will Gott haben, ich will dich bei ihm sein. Und so das hat zu tun, dass das höchste Wort sich nachjagen, like ich jähe Gott heran. Habe ich mal gehört von Wild heran, ja? dass Jeff Menschen, haben sie mir gesagt, die fahren Wild heran. Habe ich auch mal? Dann muss es ein Furt fahren, wenn er dort ist. Wenn die andere fährt, ja gehen alle verbrückt. Aber mir haben sie vertalt, dass Jeff Menschen, wenn die einen Wolf heran, ja, und die waren in Truck, ganz 2 fahren, bei den Wolf weitergehen. Habe ich mal von so gehört? Dort meint Pursuit. Einfach ihren sein, was herangehen. Und das wird von Red. Nicht von wild herangehen, aber wir wollen alles hingeben, zum Gott fing. Ich will alles hingeben, ich will mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist die Meinung hier. Und so, ich knall mich doll im Nugon. Ich knall mich doll in Gott herangehen und Gott segen. Gott, mit die will ich taub sein. Das ist die Idee. Und so, das sagt in Markus 10, das sagt, als Jesus war auf den Weg, hier kam ein junger Mann, Jesus, der segnet noch was. Und so, als Jesus war auf dem Weg, kam ein Mann noch an und knallt sich vor am Hahn. Morgen den Satz, er knallt sich vor am Hahn und sagt, Gott Meister, was muss ich tun, das ewige Leben zu gewinnen?
En weet je, dit is de vrouw, de wichtigste vrouw wat het im Leben gibt. Wo kann ich selig worden? Wo kann ich in der Ewigkeit bei Gott sein? Wo kann ich gerat worden? Das ist seine Frau. Und so die kämpft nach Jesus, die kneit sich für Jesus, so er biegt seine Knie. Wir wissen nicht mehr, wo soll er sein Hort dabei, wenn wir wissen, dass er geschieht, als Jesus an mich sagt, was ihm fehlt, und jetzt war ich. Er will das nicht. Aber er kämpft nach Jesus und er fragt, was kann ich, oder was muss ich tun? Aber er kneit sich für am Doel. Und das ist die Idee hier, dass wir kommen nach Gott. Und wir knien uns für am Doel und wir fragen, wo kann ich das ewige Leben haben? Wo kann ich die tun? Oder wir kommen noch an, vielleicht habe ich große Freude im Leben, oder ich habe große Weide im Leben. Und dann kommen wir nach Gott und dann fragen wir, wo kann ich die tun? Oder wo kann ich das ewige Leben haben? Aber das ist die Idee von Nusegen, von Hingeranfahren. Und so dieser Champion, er kneit sich an. Das junge Mann, nun soll ich ein bisschen horchen. Das junge Mann, der hat alles, was du weißt. Das junge Mann hat alles, was du weißt, und den fehlt dort, was uns alle fehlt. Hij weer recht. De Bibel merkt Punkte van die wir sehr recht. Dat is wat we willen op deze wereld, niet? We passen het huis aan, de grootste huis, de grote nieuwe truck, of wat immer alle. En zo, dat is wat deze had. Dit man, die had dort, wat we zo verken alle willen. Aber am fehlt dort, wat ons alle fehlt. En dat is een Ewigkeit, een toekomst. Weet je, al das Reichtum hier, all die Dinge, was wir hier haben, das bringt uns nicht bis hier. Wo kann ich das ewige Leben haben? Wo kann ich selig werden? Wo kann ich eine Ewigkeit haben? Was wird mit mir passieren, wenn ich sterben? Und so uns fehlt das rein alle. Und einmal verloren wir uns, uns haben Geld, wir verloren uns Geld, oder was immer das alle ist, das ist, was dieser Zeit. Als Jesus an mich sagt, hey, du, verzeih mal alles, was du hast. Na, weet je, dat is niet de waarheid, om selig worden, alles verzeihben. Aber Jesus wist dat dort stond im Stich. En einmal mat wir an sich knieën been, en wir matten dort abgeben, was im Stich steht, zwischen mir und Gott. Vielleicht hast du Geld bei dir, vielleicht hast du das, was wir weten nicht, was das ist. Vielleicht hast du mein eine Wahl, vielleicht hast du bloß, dass ich was so tun, was ich will, und ich will mich nicht bei uns wieder, was immer das ist. Aber wir müssen alle bald hier kommen. Und so dieser Kampf für Gott, und für Jesus, er biegt sich durch, aber er nimmt das nicht an. Und ich weiß nicht, wo ich und du von dir sind. Wo bist du von dir? Wenn der Kämpfer die Hand geben zu Gott, vielleicht weißt du Gott, was Gott von dir will, vielleicht hast du das lange gewusst, Gott hat dir lange herangejagt, so zu sein. God is pursuing you, und er hat dir versucht zu erregen. Gott hat mit den Helden die geschafft, aber er kann auch immer nie gesagt. Vielleicht hast du einen Dienst, was du so tun, und du weißt, du bist geroten von Gott, von gewissen Dingen. Und weil den Prediger sind, hat mich nicht einmal leicht gefallen. Ich habe Ferien gehen an, ich habe Ferien so gedacht, nu wollte ich auch mal quitten, nu wollte ich auch mal Truckfahrer sein, nu wollte ich mal das was und so wieder. Meine Früher und ich deuten mal einmal für 3 Monate, und wir waren von Truck ein. Nu, wenn ich von so einem reden, versucht sie mir dort einmal zu sagen, hey, wie hat das einmal versagt, wo ich wusste einmal. Wir weiten, was uns Raub ist. Aber das ist nicht einmal leicht, dort nur gehen. Und einmal denken wir so, okay, nu wil ik ook mal hier voort. Nu wil ik ook mal das wat doen. Vielleicht was du. Du weißt, für was Gott dir raubt. Du weißt, wo Gott an dein Hort auf angeklappt und gesagt, ich weiß, das fehlt zu beten. Aber ich kann einmal gesagt, no. Dann ist die Zeit, dass wir uns knien beten für Gott und dass wir sagen, nicht mein Willen, aber dein Willen. Und weißt du, uns ist Angst. Wenn ich mir wo Gott handgeben, dann wird er von mir verlangen, was ich nicht will. Oder er wird vielleicht wollen, ich soll ein Ding abgeben, was ich nicht will abgeben. Was immer das ist. Aber das sind viele Dinge. Aber es gibt eine Zeit, wo wir machen, vor Gott kommen, wir knien uns. Vielleicht hast du den Glauben. 2017 als ein Jahr war, wo du gestruggelt hast in den Glauben. Und vielleicht hast du weit von dir gesagt, wir haben verheben Gott oder nicht. Viele Menschen von dir in Nordamerika sind bei dem Punkt, wo sie sagen, ja, verhebt kein Gott. Und weet je dat je van je Täuschungen in het leven, we hebben van den gebed en dat komt niet. En dan einmal een vrouw en zegt, wo ist Gott? Vielleicht bist du auf der Stelle. Und dann einmal weten wir nicht mehr, wo wir sind. Und dann ist es Zeit, dass wir beten. Vielleicht grühlst du dich für die Zukunft. Was wird 2018 bringen? Was will Gott von mir haben in 2018?
Als du wat wat ik nu al weet, dat moet ik handelen, dat moet ik handgeven, ik moet mij niet schnell been. Vielleicht hast du Krankheit für dich. Vielleicht hast du groß nodig gekriegt, dass du eine Krankheit, wir weten von so Menschen, die haben nodig gekriegt in der letzten Zeit, dass sie haben geschrieben und so weiter, und das sind immer schwere Zeiten. Das sind Dinge, wo wir dann bei einmal nicht mehr weten, okay, Gott, wo bist du? Ich dachte, ich hatte dich gedient. Und nu dit. En weet je eenmaal veel, we zeggen, ik heb al dit gedaan, en nu komt dit, like, wat is aardig? En dan is het tijd dat we aan het knij been, we kunnen niet verstaan, we weten niet wat het met dit is, we weten niet wat de toekomst wordt brengen, maar God vraagt, woest du mij vertrouwen? Woest du die knijden, woest du die been voor mij? Dien wel, niet mijn wel, zo passieren. En dat is ons gleich. En zo, knijden en noemen. De tweede ding, we willen knijden en amtieren, dat is ook wel een beetje een woord wat we vielleicht niet zo goed op Plottisch brücken velden, maar dat is busse. We kennen het woord busse beter. Maar wanneer we in Plottisch gaan, amtieren, repentance, knijden en amtieren. We als mensen, we doen eenmaal dingen wat God zijn hart bereidt. We doen dingen wat God gezegd heeft, we zullen niet. En dan eenmaal moeten we ons knijden en amtieren. Weet je, amtieren heeft twee dingen aan zich. Eerstens, du drehst die van zin weg en du drehst die naar God. Viele Menschen drehen sich von Sinn weg, aber niemals naar God. En zo, ik kan op hier met een ding doen en daarna niet God herumgaan. En zo, die twee dingen zijn een boosheid en amtieren ben. We moeten ons van zin wegdrehen naar God. We als mensen, we kunnen een andere mens zijn hart bereiken. Wat is 2017 geweest in die Verhältnissen mit Menschen? Vielleicht hast du ein Verhältnis 2 bereikt. Vielleicht hast du ein Verhältnis, was von dir noch 2 ist. Und du weißt, du kannst was mit tun. Noch nicht alle Verhältnisse können wir fixen, was die 2 sind. Some von ihnen haben vielleicht die Verhältnisse mit der Familie als 2, wenn du hast Jesus angenommen, dann würde ich die nicht tausend treten gehen. Aber einmal haben wir Verhältnisse 2, wenn wir sind eckig gewesen, wir haben nicht unsere Knie gebaut, was immer das ist, wir haben uns eine Wahl neu gehen, und nu sind die Verhältnisse 2. Und weet je, Weihnachten ist ein Vergreutungsschluss. Weihnachten, weet je wat ein Vergreutungsschluss ist? Das merkt Dinge gerade. Gute Tiden waren gerade bei Weihnachten. Gute Tiden waren sehr gute Tiden bei Weihnachten. Jacob redet al een beetje van, we hadden just zo'n vriend even, een familie even, en een fijne onkels en zo weer, en we hadden een goede tijd, en we zaten en vertalen, weet je, een goede tijd wordt een zeer goede tijd op Weihnachten, wanneer we taupt zijn, de verhältnissen zijn in ordning, en we hadden een gemeenschap, tussen ouderen en kinderen, en tussen vrienden en zo weer. Maar weet je, Weihnachten dat ook slechte tijden geraten meer. Some van jullie hadden een stad in jullie heim, wo die Person nicht mehr was an. Das war gestorben 2017. Und wie kann Menschen, wo die Person ist war gestorben, in der Stadt ist da ladig, in so einer Titel steht, das ist dann einmal der einsamste Zeit von dem ganzen Jahr. In Weihnachten, wo die Familie taub kommen, wie eten taub, und wie satten taub am Dash, aber die eine Stimme hast du nicht mehr, das eine Lachen hast du nicht mehr, die eine Rede hast du nicht mehr, und dann waren die weiter bloß geraten. En dat is waarom ik zei, Weihnachten is een vergrijtingsglas beides met goede dingen, ook met slechte. En dan is er eenmaal een tijd, wo wir ons mal handbeen en we knien ons en we zeggen, Gott dien wel. Vielleicht haben wir das noch niemals angenommen, dass die Person ist gestorben. Vielleicht fährt wir dann haben wir oder wir sind haben da lieber Gott. Na, wir werden uns nicht zu sagen, wir sind da lieber Gott, aber wir sind einmal. Und so, da kommt eine Zeit, wo wir ehrlich waren, wenn so eine Dinge steht. Oder du hast ein Verhältnis, was 2 bedeuten hast. Diese Weihnachten ist eine gute Zeit, um an sich knien beten und sagen, Gott nicht dien will, mein will. Und wenn ich ein Verhältnis 2 merkt, mit Menschen, dann kann ich das fixen. Wenn mein Verhältnis mit Gott ist, ich kann amtieren, ich kann bussen, ich kann andrehen, trägen, und ich kann das Verhältnis fixen. Und so, die Weihnachtszeit ist eine gute Zeit für das. Wir haben eine Geschichte von Petrus, in Lukas 5, sie hadden danach even gefasst. En dan, s'morgens als Jezus door de kant, dan vraagt hij, kan je vast getreden? Nou, zegt Petrus, kan je vast. Dan gaf Jezus hem een rood, wat menschlich sagt,
einfach de woordjes. Stupid. Hij sagt, doe mal dat naad aan de andere zijde draufschmieden. Nou denkt hij er mal aan, wat breidt weer het poot? 10 schou? Wist je dat de onder het poot woeter weer? Wist je dat de verstuk kan onder schwam? Wat is de onderscheid als ik dat naad hier draufschmied en het 10 schou doorgaan? Hij doe mal even dat? Heeft je al mal weer zo'n kleurke rood dat je heeft? Aber weet je, wanneer de rood van God komt, en dat handelt zich hier niet om een wens die dat naad weer. Jezus weet wer hij weer. En zij schmieden een naad aan de andere zijde uit en dat valt vers en Petrus herkent wat hier passiert en dan zegt hij dit als Simon Petrus dat zag, val hij op zijn knieën voor Jezus en zegt, ga van mij weg, ik zie een zindige mens. En weet je wat we hier zijn, is dat we komen als mens bij eenmaal bij dem punt, waar we zeggen, weet je wat, du bist God en ik zie niet. Du bist reich en ik zie niet. En dat is wat hier passiert. En zo Petrus herkent dat, wer Jezus weer. En dan bij eenmaal dan knijven we een stoel, verarm. En wie zijn dienwellen passiert. Dat redden den knijven en hand geven. En weet je wie willen ons hand geven? Voor God. Vielleicht is dit dat, wo du van jou bist. Ik zie er eerst al een beetje van, maar du hast een ding in dein leven, wo du die nicht handjefst. Du glaubst an Gott, du glaubst an Jesus, du glaubst, Jesus ist gekommen, du glaubst, er ist gestorben für dich, du hast ihn angenommen. Du bist ein Kind Gottes. Aber Gott fragt dich nur ein Ding und du sagst nee. Wenn du von der durch bist, dann will ich dich anladen. Kneut die Hand und sag zu Gott, hier sehe ich. Und weet je, dat is niet immer leicht. Gott hat never versprochen, dass wir immer Rosen wohnen, wossen rum uns. Und so einmal ist es schwer, einmal meint es uns wollen und sehen wollen dann, aber das ist, wo wir sind. Uns fällt das alles schwer. Das ist nicht bloß, dass die das schwer fällt, mir das auch. Da sind gewisse Dinge, wenn wir daran denken, dann denken wir so, Mensch, ich will auch mal gleich ein Dort tun, ich will mal gleich ein Jahr tun. Aber Gott hat mich für das geraubt. Und so dann bei einmal ist es ein bisschen schwer. So erste Wort in dein Leben, wo du von dir wirst sein, weißt du, ich habe auch lang mit Gott gefeiert. Gott hat mir auch lang gesagt, ich soll das Ding tun, ich soll mich handgeben für das, ich soll vielleicht in das Dienst gehen. Und weißt du, nächstes Jahr, ich will morgen zu der Herr weil ich reden von Gott anbeten mit unseren Gaben. Raub Gott die für eine Arbeit, vielleicht hier in die Kirche, ist das so. Und dann ist durch der Zeit, dass wir uns Handschneiden sein, hier sehe ich Herr. Ich will die tun. Ich weiß nicht, was das meint. Ich weiß nicht, was das alles absehen kann. Ich kann nicht sagen, wie checken in der Zukunft nennen. Aber ich gebe mir Hand. Knien und Hand geben. Und so diese 3 Dinge, die wir mitnehmen in das neue Jahr und das Jahr, knien und nur gehen, weil wir Gott nur segnen, weil wir Gott segnen in uns Leben, weil wir am Segen, was er von uns wollen, wieder im Gebet, in Handschneiden und Amtieren, wenn du hast die, wo verfahren, weil du Gott für Jeff sind. Vielleicht setzt du dort mit den verlorenen Sehen, tot man geschrien, und du denkst, du hast den Tag aufgemerkt. No, komm drei. Gott nimmt die ab, der Führer steht mir oben hin, er sagt, komm nach Haus. Und so, Gott verspricht, er wird uns Sinn vergeben, er wird uns reinigen, wenn wir zurückkommen, in Knien und Hand geben. Ich würde fragen, dass ihr abstehen, weil wir an diese Dinge denken, weil wir uns hart nur Gott geben, weil wir am Frauen, wo sehe ich in diese 3 Dinge? Wo redet Gott zu dir? Dann weil wir uns durch Hand geben und uns durchknallen. Ziemlicher Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, Herr, dass du uns einmal wieder treu nimmst. Und ich bete, dass wir würden lernen, die anbeten im No-Gehen, dass wir die würden segnen, wirklich von uns ganzen Hort. Herr, wenn wir uns verfahren haben, dann freue ich, dass du wirst an uns Hort schaffen. Du hast versprochen, uns zu vergeben. Help uns dort zu glauben. Help uns zu glauben, dass du wirst uns abnehmen. Und dann wollen wir uns die Hand geben, Herr. Für das neue Jahr. Vielleicht hast du uns geraubt von Wasserdienst, an Denken, ans Leben zu ändern. Und ich bete, dass wir willig sind, dort anzunehmen. Help uns, dass wir uns vor ein fertig beten und erkennen, dass du bist Gott und wir sind nicht. Du bist der Schöpfer, wir sind deine Schöpfung. Du bist der Hort, wir sind der Schub. Dankeschön für deine Liebe. Dankeschön, dass du uns verschalten in Jesus' Namen. Amen.
represent the youth worship team and we wünschen Ihnen sehr frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Himmeldansen verkom och Gott zenen, de kun hon som går så fort när hus har en scheine familjetid, och Gott zen morgen kommer 3:39. Han går det